gehst wieder 10 Meter weiter und ist 10 Meter lang alle knockert. Und warum haben das immer nur die Fetten? Weil FKK für fette Kackkrampen steht. Habe die übrigens, der Biergeist, der Conny, der Florian und das ist Speziwirtschaft. Schwitzelwirtschaft, ja. Schwitzelwirtschaft, heute haben wir Schwitzelwirtschaft. Da warst du Tempo? Ist ausgeschüttet. Untenrum. Ich schwitzel den ganzen Tag schon in meinen verfickten Sessel. Das ist so Deswegen trage ich Pampers. Ist wurscht. Und so das was bringt? Auf jeden Fall. Ja, es ist, wir haben wieder mal in dieser Zeit, jetzt hat es geschissen, es hat halt einfach 34 Grad. Was soll denn das? Welcher Idiot nimmt am Mittag auf? 34 Hurensohn. Welcher Idiot nimmt Mittag auf? Mir? Weil es um 5 weniger heiß ist. Ja, Ja. Das stimmt nur nicht. Da ist dann Herin wahrscheinlich aber noch asozial härter als jetzt. Steht's richtig, wo? Bin ich mir, Es ist ganz egal. Wir Steht's nehmen zu einer Scheiße. es ist wirklich scheißegal. Sogar der Predator Aber sagt, wir haben ja. noch mal was wir nacheinander machen könnten. Ich hab ich nicht irgendwo so lustige Sonnen... Ja doch, die hast du aber wieder irgendwo von da. Da hat der Harry Potter Brühen liegen. Stimmt, jetzt sag ich's. Du darfst haben. Die darf ich haben. Hat nicht mit Glas drin so billig. What the fuck? Ach du Scheiße. Cosplay-Level 9000. An die Audiotrottel haben wieder angeschissen, weil sie es nicht sehen. Also ich glaube, die Folge kommt gar nicht als Audio. Die letzten 3 Folgen waren per Audio. Das ist mal Schluss mit euch Audio-Wichser! Geht mir auf die Nerven. Hier geht's mir voll auf die Nerven. Ich kann es nicht auflassen, weil mir die Olaf vor lauter schwitzt. Also bei mir geht's. Die ist atmungsaktiv. Du hast den Gore-Tex-Point. Mir geht Haut Gore-Tex heißt das bei Scheiße. Death Metal. Was? Gore-Tex? Ja, genau. Ja, das ist auch atmungsaktiv. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ja. Das falsch auf, wenn du so grunzt. Ich glaube eher nicht, dass man falsch schnaufen muss. Was hat's denn drin? Haben wir ewig nicht zusammengeguckt. Wenn jetzt keiner was zu erzählen hat, dann scheiße ich ein Pentagon am Tisch her. Weißt du nicht? Verzeih du einmal vom Urlaub erst. Fangen wir da Ich, an. ich hab 3 Stunden im Stream von meinem Urlaub erzählt, ich war in Malle. Und hab einen Sonnenbrand auf der Nase gehabt, deswegen kann ich mir da eine Taut oberriefen. Magst du ein wenig was? Bitte. Nachher ab. 10 Euro traust du nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Du kannst dann später wieder so machen. Möchtest meine Nasen schnupfen? Geil, Alter. Traust du nicht. Nein, das traue ich mir wirklich nicht. Da Kriegst wahrscheinlich einen super Krebs. AIDS. Kreuz. Kreuz. Krebs. Da kann man mal, wenn du jetzt, Schon was weißt, jetzt eine Sonnenbrillen aufhast, kennst du die komischen Leute, die sich immer beschweren, wenn du Sonnenbrillen auflässt, während du mit jemandem unterhältst? Kennst du die Leute? Die sagen, jetzt tu mir das Sonnenbrillen oben. Weißt du, warum sie so da draußen lesen? Mag ich aber auch nicht. Bist du einer von den Spasten? Ja, mag ich auch nicht. Vollidiot. Du, Man deine kann die Herren Leute will ich nicht- 2 aufsetzen, kann damit es ihm nicht passt. Nein, es kommt drauf an, wenn man durchschauen kann und man sagt Augen durch, ist es okay. Ich schwitze Aber man nicht sagt ja davon. bei euch Augen durch einigermaßen zumindest. Ja. Bei dir auch leicht. Ja. Aber es gibt halt diese Sonnenbrillen, die komplett verspiegelt haben und da sagst du gar nichts. Und da, das ist einfach nervig. Das ist mir einfach wurscht. Mir ist das Nein. auch vollkommen wurscht, ich hab das Nein, nie ich find, man verstanden. schaut Leute an, Wenn über ich, die reden. wenn ich im Nachhinein davor, wenn es dann heißt, ja, dass du über das Sonnenbrillen aufhaben musst. Also ja, erstens mal gibt der Sonnenbrillen 5 Stylepunkte mehr Das ist richtig. und zweitens dämmt halt deine hässliche Fresse ein bisschen und ich muss jetzt so genau anschauen. Und man kann die Mädels noch geil, ohne dass sie es merken. Sie merken sie so leicht, ja. Das war in Malle von ganz großem Vorteil, weil da an den Stränden, habe ich mich manchmal gefragt, ob Spanier Oberteile haben. Würden wir nicht sehen. Ich hoffe mal nicht. Da war der Tipp verkaust. Ja, Am Strand. Das hört man aber oft in Spanien. Und nein, die waren auch alle nicht kreislig, außer an die FKK. Ich kann mir das mal irgendwie erklären, an die FKK stellen. Da hat es sowieso nicht offizielle FKK-Abschnitte gegeben. Du bist gegangen, war alles cool. Und dann gehst du wieder 10 Meter weiter und ist 10 Meter lang alle knockert. Und warum haben das immer nur die Fetten? Weil FKK für fette Kackkrampen steht. Die fetten Kackraum, das haben wir auch Ja, okay, da hat sich das Problem jetzt ganz einfach gelöst. Aber das muss man wissen. Wieder, ja, Das muss man wieder wissen. Ja, Das erklärt, das brauchst erklärt. du nicht mehr aufregen. Ja. Wer legt die Frage auf wegen Sonnenbrillen? Sagt ihr uns? Bei mir ist sogar ein Mackerl dran irgendwo. Gibt es noch Druck, oder? Jetzt sagen wir noch. Das, Bei mir ist ich hab immer so, was weiß ich, 10 verschiedene Sonnenbrillen gehabt und das ist jetzt gerade die letzte seiner Art, die darf ich wieder mal einkaufen. ich glaube, das ist die erste sein. Ich habe noch nie so wirklich eine Sonnenbrille besessen, bin nie mit Sonnenbrillen umeinander gelaufen und wie ich letztes Jahr im Urlaub im Meer mein Brühen versenkt habe, habe ich mir gedacht, weißt du was,
Da gibt's da so eine Ding und da ist das Gesteuert dabei. Hoppala. Kannst du da einfach arbeiten. Das ist schon ganz nett eigentlich. Aber man denkt, für den Urlaub und für so, hast du mal so eine Brille auch. Hast du mich gleich 2 Sachen simulieren. Richtig. Das Ding habe ich auch im Urlaub sehr oft verloren. Das ist mir sehr oft am Boden gefallen, dass da kein einziger Kratzer drin ist, das verstehe ich nicht. Er ist ein weicher Sander. Also weicher Sand, ja. Ja, Normalerweise ist der Sand weich. Ja. Wir haben damals mit 16, 17 damals eine Sonnenbrille gekauft, damals glaube ich 160 € oder sowas und das war ja mit 16 Jahren, boah, 160 €, das war ja keine Ahnung, 160 Euro Jahresgehalt, gefühlt. Für 160 € habe ich mit 16 den ganzen Monat gesoffen. Ja, Den ganzen Monat. Da Ja. haben wir uns teilweise mal ein Wochenende bloß gehalten. Damals, als wir 16 waren. Ja. Da bist du irgendwie weit. Nein, stopp, das stimmt nicht. Da bin ich mit dem Alcatraz beim 10 € Flatrate Ja, saufen schau. gewesen. Und Da vorher hat 20 € gegangen. Vorher habe ich für einen 5er Flaschen Wodka und ein Backel Brause gekauft. Dann hast du noch nicht mehr so viel braucht. Die stehen halt noch rum, gell? Ja, Ich kann sagen, die haben jetzt 21, die dürfen nicht selber saufen. brauchst wahrscheinlich gar keinen Wodka mehr dazu, wenn du die Ding einballerst. Warum tut man das eigentlich noch? Ja, weil es geil ist. Naja. Ich will aber, du musst schon einen Grundpegel haben, wenn du dann Wodka-Brause einsaufst, weil einfach so, fangen wir an mit Wodka-Brause, hat noch nie jemand. Wir haben das immer da. Nein! Doch, Das tut kein Mensch tut Mit das. dem Discobus auf Rohstoff, wir haben uns immer für die Fahrt haben wir uns immer Flaschen Wodka und ein Backel Brause gekauft und dann ist die Flasche drum dumm geworden, im Mund gemischt. Also mit dem Disco-Bus bin ich schon lange nicht mehr nach Röhrstoff gefahren. Aber das erste Mal mit 14, das war lustig, das war das erste Disco-Erlebnis meines Lebens. So. Dann haben wir alle geschwärmt von, alle Röhrstoff ist so geil und was weiß ich. Und dann haben wir gedacht, jetzt fährst du da mal mit, du darfst, hoffentlich darfst du rein und du bist der 14-jährige Hosenscheiße. Damals war es dir scheißegal. Das hat halt keine Sau interessiert. Es war so eine asoziale Scheiß-Siff-Bunker. Scheiße, das ist unfassbar. Weltklasse. Und ist wahrscheinlich heute noch. Ja, sicherlich. Ja. Weltklasse ist die Scheiße hier. Ja. Die Leute brunzen den Deckel rein. Ja. Wenn du zum Kacken reingehen musst, dann muss ich bei Micky, dass er dir zuhält, weil du es nicht zusperren kannst. Statt einem Spiegel haben sie Alublicht dort hingehauen. War schon stark. Ganz große Nummer. Das ist im Vergleich zum Rezo wirklich nur mehr ab. Da war das Aber Rezo wirklich da war ein das Rezo wirklich, das Luxusbunker. war Ja. ja Das 3-Sterne-Hotel im Vergleich. Das Stars, oder wie wird das Stars in Straubing, ja. wird das in Ringsburg geheißen? In Ringsburg. Ja, da ist... Ostentor-Kino. Was, wir? Ostentor-Kino. Ostentor-Kino? Dann nicht. Okay, ja, das Ostentor-Kino, Prost. Das Einzige, was mir in Ringsburg eingefallen ist. Hat das nicht Q1 geheißen? Oder das Q hat's geheißen? Ich war da nie. Ich war nur in der Kinokneipe. Ich glaube, Q hat's geheißen. Das war der größte scheiß Hip-Hop-Bunker, der umeinander läuft, da wollte man irgendwie nie hin. Da war ja nie. Aber da haben sie hingefahren und haben das super toll gefunden. Wir haben einmal nach Minga gefahren zum Fortgehen, im Kunstpark und so weiter. Und da war ich auch sehr enttäuscht. Du gehst mit so einer Erwartungshaltung hin, wenn du gerade in deiner Sturm- und Drangzeit beim Fortgehen bist und dann gehst du rein und dann merkst, dass das eine dermaßen eine Scheiße ist, dass unerträglich ist. Also, oh, lecker war ich da lästig. Ich bin nie weiter weggekommen als Deckendorf von Straubing zum Fortgehen, weil ich das nie verstanden habe, warum ich, wenn ich zum Saufen möchte, warum ich dann mindestens eine Stunde Fahrzeit in Kauf nehme. Ich nach dem Kunstpark auch nicht. Da kennt die keine Sau und da ist es nicht so offensichtlich in einer Großstadt, dass man mit fremden Menschen interagiert. Das tut man da einfach nicht, glaube ich. Und Aber nur bei uns in Bayern. weiß ich nicht. Also nur im. Ja, wir hassen, weil wir Region. grundlegend Weil wir ohne einfach hassen. alle Menschen hassen. Auch uns selber. Ja, auch zu Recht. Aber schaut's mal an. Wir werden mit uns freiwillig interagieren. Ich auf gar keinen Fall. Ich distanziere mich da auf Warum du jeglicher Weise. überhaupt immer noch da bist. So hast du es dann bei der Jahr geschafft, Florian. Ja, ich was wollte Das ist ja wirklich was der Jahr Du ist. hast eine Dann? Sprechzeit von 48 Minuten zusammengebracht. insgesamt, ja. Auf jede Folge. Ah, stark. Ah ja. Ah, Schau stark. mal. Wir waren Was mal. habt's denn drin? Oh. Von drin, weißt du, der Volksfest, wo bist du auch mitgekommen? Na, nicht. na, wo war ich? Ich war in der Rosenthal-Volksfest. Glänzend Volksfest. Selber ganz kriebig sein. Nein. Nicht? Na gut, ich war aber da schon sehr betrunken. Da war ich sehr betrunken, leider. Das, Wobei, weil ich sage immer, je kleiner das Volksfest sind, umso geiler finde ich es in der Regel. ja, aber nicht alle. Also irgendwann mehr ist dann zu klein. Irgendwann ist dann einfach Was war das für Volksfest? Das war ein Bar. ja, gefühlt ein Bar. Mit, 3 Biertisch. das ist halt, du musst dir vorstellen, ich kenn's ja Gottfrieding und Mamming. Es gibt ein Dorf zwischen Gottfrieding und Mamming. Und das ist dieser Leiter Ernst, glaube ich, macht das doch. Ja, genau, das ist das Volksfest. Das ist von denen ausgerichtet. Und Der keine von Landau hinten Das raus, ist eine Firma, oder? oder? Die sind so ja, Staffeleien produziert. Ja, genau. Wie der Name halt sagt, ja. Leitern Ernst, ja. Ah, das ist der Landau hinten raus beim Na. Castello vorbei, oder? Na, das ist der wo da zwischen Ding ist. Der hat da seine Firma. Der Leiter, der Horst, oh mein Gott, das kann Ich glaube, der heißt nicht Leitern jetzt, weil ich glaube, der Leitern jetzt, glaube ich, ist der in Landau hinten raus, oder? Der ist aber aus Mamming, glaube ich. Gegenüber Ja, vom. aber da hat der auf Horsch. jeden Fall, ich weiß nicht,
Die haben da erzählt, jetzt haben sie anscheinend das ganze... Da machen wir gerade Vollgas Werbung für den scheiß Leitern ernst, das hat's mir Ich wollte- Maul. ich wollte- eingeladen. Ich wollte irgendwas zahlt der Huren. Ich wollte dann eigentlich drüber maulen, weil bei dem habe ich mal ein Bewerbungsgespräch gehabt. Dann Maul rein. Aber er war gnädigerweise 25 Tage Urlaub hätte ich gekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, das können wir verknicken. Unter 30 Tage geht gar nichts. Dann kann man 28 anbieten. Sag, ja, aber ich habe 30 gesagt. und dann auf Provision halt die ganze Geschichte, wo ich gesagt habe, wenn ich kein Grundgehalt kriege, von dem ich leben kann, dann bin ich eh schon wieder raus. Ja, aber das hat man selber in der Hand, da kann man richtig viel verdienen und muss aber halt dann 800 Stunden in der Woche arbeiten. Man kann dann die Karriereleiter Ja, hinaufsteigen. aber hallo, das ganz im Ernst. Ja, ich habe dann gesagt, tut mir leid, Ist aber das der Ernst, Lothar Sepp? das ist nicht mein wieder. Im was Grunde, du mir im Grunde anbietest. finde ich so Provisionsgeschichten eigentlich richtig, weil es irgendwie nur so, wie soll ich kommt sagen, denn da raus? weiß ich nicht, ewig langes Haar, das glaube ich ist meins, vom linken Ei. Aber das Stark. da durchs Loch durchgezogen und, Stark. ja, hat er ein wenig gezwickt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lasse ich wachsen, seitdem es das erste Haar, das jemals gewachsen ist. Achso, ich dachte... Immer schön rundum rasiert, oder? Ja, immer, die Haar genau rundum mit dem Skalpell. Genau. Mit den Provisionsgeschichten finde ich eigentlich ganz gut, weil du nur so einen Mitarbeiter zum Motivieren bringst. Aber das muss ja ein Modell sein, das nicht von Anfang an so durchschaubar ist, dass Ja. das vorher schon Und einkalkuliert die ist, meisten was du sind, Grundgehalt wenn du dann, was weiß ich, 600 Euro brutto Grundgehalt kriegst, dann sage ich, ja, fick die Hände, brauch ich nicht, lass mich in Das Ruhe. habe Ja, ich in dann der Ausbildung fast gekriegt. Ja, aber dann in jeder Mal in der Ausbildung. Ja, aber es kommt drauf Ja. vor. Also ich habe schon mal ein System gehabt, weiß nicht, darf man das sagen? Nein. Da habe ich halt brutto, waren es 1000 Euro. Ich bin interessiert, Festgehalt. hauen sie raus. Sag ich einfach. aber Mich interessiert schon. Ja, aber- Dämliche deutsche Tugend, Okay, dass man beim nicht über das Expert. Gehalt reden. Da wollte ich meine zweite Lehre aber pass machen. auf, da habe ich 1000 Euro Grundgehalt gekriegt und den Rest auf Provision praktisch. Und du kriegst ja da immer einen bestimmten Prozentsatz und was weiß ich alles. Aber ich sag, da kannst du dann schon, also für den Einzelhandel, wenn du gut warst, musst jetzt auch sagen, und natürlich in der richtigen Abteilung, Das kommt ja noch wieder dazu Dann, bei den äh, Scheißdinger, ja. dann ist es so, dass du wirklich gut verdient hast. Weil der hinten bei Also- den Fernseher steht, der schiebt die fetten Kohlen ein und der vorne bei den Kassetten steht, der sagt halt, ja, heute kann ich mir nicht mal mehr Ja, selber aber steht ja Kassetten kein Mensch kaufen. freiwillig außer dir. Falle? Ja, du. Darf ich nicht, oder wie? Na, aber das passt ja. Ja, Das aber passt also. da verdient der andere Depp trotzdem nichts mit mir. Da ist ja nicht so eine Gewinnspanne drauf. Ja, na, da nicht, aber der kann sich dann deine Kassetten hin, dann werden sie aber schon. Also meinst du, wie viel was man gibt? Ja, ich sag, das ist, es muss halt, wie du schon sagst, es muss ein ordentliches Modell sein, dann ist das schon cool. Aber eben so im Einzelhandel, wenn du in der falschen Abteilung bist, dann bist halt du der Gelackmeierte. Ja, ja. Es ist halt oft vorher schon so kalkuliert, dass die ganz genau wissen, was du in etwa da verkaufst und wie viel du da in etwa verkaufst. Und dementsprechend ist dein Gehalt halt nach unten so angepasst, dass das immer plus minus ein paar Nutschal sind. Natürlich, wenn du jetzt 800 Stunden da rein sitzt, natürlich. Aber es ist ja auch so, also das ist zum Beispiel was so die negativen Seiten haben, das sind die Vorteile, wenn du da wirklich so motiviert und engagiert bist, du kannst wirklich gut Geld damit verdienen. Geht, funktioniert. Aber natürlich, es gibt halt dann auch sehr verwerfliche Sachen, die du machst. Du verkaufst halt dann nur die Sachen, da wo mehr Spanne drauf ist, Ja, da wo logo. du mehr drauf verdienst. Da gibt es Leute, die wo praktisch die Mitarbeiter dann zuvorkommen und sagen, ja, pass auf, du, das ist meins, das habe ich mit dem schon mal gemacht und was weiß ich, also unter die Mitarbeiter kommt halt Ja, dann, ja. sage ich mal, gewisse Spannung auf und Damit ob das dann alles, kämpfen. ja, genau, und ob das dann alles immer so toll und moralisch nicht verwerflich ist, sei mal dahingestellt. Ey, Also ich weißt habe da du, schon Kollegen gehabt, Ich wollte beim schwierig. Expert. Ja, ich möchte hören, los, für das haben wir im Podcast, los geht's. Ja, ich war, okay. Nein, wir waren mal, Schnell. Ja, okay. Der Telekom-Abteilung gearbeitet, wir haben nur Telekom-Handys und Verträge Du hast die verkauft. Verträge verkauft. Ja, freilich. Und da hat es halt, da hat's halt Leute gegeben, die haben halt die Verträge an all die Leute verkauft, die wo sagen, ja, ich möchte jetzt ein Handy haben und mir hätte aber nicht so viel zahlen und das Handy soll auch nicht so viel kosten. Dann haben sie halt, was weiß ich, für 30 Euro so einen Vertrag gemacht, weil du verdienst natürlich mehr, als wenn du das Handy so verkaufst. Und da wo du da wirklich da stehst zum Teil und du denkst, boah leck, das hätte jetzt ein 100-Euro-Handy mit so einer scheiß Prepaid-Karte, na du, hättest halt wahrscheinlich dann nur einen Bruchteil verdient. Aber Du verkaufst ja mal den 30 Euro. genau, und Vertrag. ja, also das ist halt dann wirklich oft was, da wo du ein moralisches Ding hast und deswegen habe ich dann da irgendwann Wer zur Hölle macht einen Handyvertrag im Expert? Jetzt mal ernsthaft, wer tut das? Im Ernst? Die alten Leute. Wenn du ein gutes Angebot kriegst, also es gibt ja wirklich diese Angebote immer wieder an die Zeitungen, klingt ganz banal, die haben zum Teil wirklich sehr, sehr gut. Wirklich. Also wenn Wähl die Partei, sie ist sehr gut. Bitte nimm unseren Vertrag, er ist sehr gut. Na, also da muss ich wirklich sagen, egal ob das Mediamarkt ist Verkaufsexpertise oder im Coop, Expert. Ich war, da, komplett wurscht. ich war ja auch kurzzeitig beim Expert, weil ich eine zweite Lehre machen wollte, bis ich dann gemerkt habe, das ist so ziemlich die behindertste Arbeit, die man machen kann. Nach, was weiß ich, Leute alte nerven. Leute das Arschloch auswischen. Achso.
Und da war es ja, ich war nämlich da bei den Digicamps und so weiter und es war halt einfach nur ständig tote Hose. Ich hab mehr die scheiß Vitrinen, wenn ich eine Provision fürs Vitrinenputzen gekriegt hätte, dann hätte ich mehr verdient als fürs Verkaufen. Dann sind einmal 6 Leute vor mir im Geschäft drinnen, stehen 2 hinten beim Fernseher und es rankt sich keiner drum. Dann rumpelst du hinten, bis der Kunde ist König, weißt du schon. Und dann verkaufst du einen Fernseher und dann kommt 5 Minuten drauf, kommt der Fernsehdepp, der beim Ratschen gestanden ist und fickt die an, weil du jetzt eine Provision da praktisch einsackst. Also ja, dann geh halt hinterher und arbeit, was du voll Das muss ich dir mal sagen. Du warst einfach nicht da, was redest du für einen Scheiß, du bist da hinten und hast am Land gelabert. Ja, dann Aber ich sag gleich zum Chef gegangen und sich beschwert, oder ist das die richtig Handyabteilung voll ist ja wirklich, das ist total unterschätzt. Was da an Leid gekommen ist, was nicht Abteilung so ist, aber was da an Leid war, du bist nicht einmal dazu gekommen, die Wahrheit, das wo gekommen ist, das ganze Zeit, das hast du nicht ausnehmen können. Also das war bei uns eigentlich wirklich, die Zeit ist vergangen ohne Ende da drin. Muss ich schon sagen. Bei uns überhaupt nicht damals. Ja. Also das war die Hölle und die Arbeitszeit war so behindert. Wann fängst du an? Halbe 10 bis um 7? 9 oder halbe 10 bis um 7 und dann am Samstag bis um 6 Grad. Ja. Bei dem wieder jetzt frei, ja. 36 Grad und mit in den verhurten Scheißaushemert vom Expert drinnen stehen müssen. Aber ja, ich finde da, bei diesen Arbeitsklamotten, findest du die gut oder schlecht, grundsätzlich? Beschissen. Mein, sowas wie ein Expert gehört irgendwie schon, damit ich sehe, wer da drin arbeitet. Ja. So schlecht hängen. Und also persönliches Empfinden, wenn jetzt du in deiner Arbeit da sitzt und sagst, du musst jetzt da ein T-Shirt tragen oder ein Pulli oder... Und sag ich, leck mich, da ist eine Werbung drauf, zahl mich. Okay. Ja. Okay. Ich gehe mir in der Mittagspause, gehe da um, ich werde zahlt dafür, dass ich das scheiß Drecks-T-Shirt da habe. Nein. Willst du dann ausziehen? Sag ich mir um, ja. Ja. Das ist ja dann okay. Oder warte, ich unterschreibe es aber mich zwingen, was anzuziehen. Na, aber eigentlich, sag ich mal, im Grundsatz ist der Schuch, weil du hast einfach keinen Verschleiß auf deine Klamotten. Sag jetzt ich. Wenn es ein ganz man kann nicht kaufen, ich kann ja dann immer die... Im Grunde ist es mir wurscht. Wir haben ja auch, ich bin ja auch im Geschäft gestanden, wie wir einen Skate-Shop noch gehabt haben und so. Deswegen kann ich da ein Lied davon singen, wie zeigt, dass so ein Dorf sein kann, wenn keiner kommt. Du bist sehr selten gestanden. Wieso soll ich da drinstehen, wenn da keiner da ist? Gestanden. Ja, echt. Wir haben aufgehört von 11 bis um 6 Uhr. Die bloße Halle 2 von ich. So. Ich lieber meinen Schwitz. Döner-Schwitzel. Und wir haben erst um 11 Uhr aufgesperrt, weil Vormittag war einfach komplett gar nichts los. Dann war bis spät Nachmittag war auch nur ganz extrem wenig los. Zwischen 4 und 5 sind dann leider eine Gruppe und dann war wieder vorbei. Ja. Deswegen kenne ich das sehr gut, wie wenn du sagst, also ein Tag vergeht schnell, wenn verkaufsoffener Sonntag ist. Oder wenn irgendwelche Aktionen waren, dass wirklich von Anfang bis Ende Leute da waren. Dann vergeht der Tag so. Wenn aber von 7 Stunden Öffnungszeit oder von 6 Stunden Öffnungszeit bloß eine gute Stunde was los ist, da wird es für 6 Jahre lang schon sehr zart. Da hast du ja auf alle Fälle immer gefreut, wenn wir zum Rauchen kommen. Ja, natürlich habe ich mich da gefreut, wenn die Leute zum Rauchen kommen. Und irgendwann hat sich das so eingependelt, dass jede Stunde andere kommt. Der erste, lass wieder wegen, hab ich direkt im Rauchen, ja, hast du ab, ja, passt, so wieder, kommt der nächste. Dann einen Kaffee dabei von Mäcki, ja, easy, Alter. Das war schon ganz geil eigentlich. Ja, und das hat das Ding immer ganz gern mengen, gell? wenn jemand zum Rauchen gegangen ist. Da war ich der Einzige, das war meine Bedingung, dass ich überhaupt anfange. Ja. Er hat gesagt, ich gehe einmal in der Stunde zum Rauchen. Ist mir wurscht, wenn du das da drin verbietest, mir sag ich, sonst komme ich nicht. Ja gut, dann werden wir es also machen müssen. Ja, aber wir haben dafür sehr oft zusammen geraucht. Ich sag's einmal so. Das ist richtig, weil irgendwie hat sich dann so eingebürgert, ja, jetzt steht er da beim Rauchen, jetzt kann er bei den anderen irgendwie nichts mehr sagen. So, ja, das hat sich eingebürgert. Eingebürgert hat sich das. Ja. Und dann haben wir 2018, 19, ich weiß nicht mehr, haben wir dann zugesperrt, bloß einen Online-Shop. Teufel. Ist ja nicht so, dass ich da bloß, also am Anfang bin ich nicht bloß drin gesessen und habe einmal oft einmal haben wir einen Online-Shop dann aufgezogen daneben. Aber ab der Mitte war es dann schon sehr zeig. Wenn dann der Online-Shop da war, sitzt du da drin, kannst nichts machen. Du kannst nichts tun. Du kannst noch 400 Mal das Regal außeneinräumen und sauber machen. Hättest mit den Skateboards Kickflips üben können. Das stimmt. Aber ich bin aber nicht oft da drin gewesen, sonst eher in einem Krankenhaus. Ich wollte gerade sagen. Hättest du irgendwo eingehalten, so eine Stange zum Üben, wie beim Ballett? So eine Ballettstange zum Kickflip. Ja genau, und du machst ein Kickflip-Ballett. Das war schick gewesen, ja. Was hast du so? Ja, Kickflips geübt. Ja, ich bin ein Brutaler jetzt. Hat sie Skateboard gefahren? Ja, schon. Also nicht Inliner. Gut. Ich war auch eher der Inliner-Typ. Ich war sehr gut im Inliner fahren, bin ich halt noch. Also mit Stunt-Inliner fahren oder auf der Straße fahren kann jeder voll Depp? Nein, auf der Straße, aber exzessiv und sehr, sehr. Also, wenn ich mir heute das überlege, ja, dann ich das nie wieder machen. Ich denke mir beim Skateboard fahren. Ja. So, also für mein Alter und für meine Größe und so weiter war ich, glaube ich, nicht ganz schlecht. Hat ja immer einen Funpack gegeben bei uns mit Mini-Ramp und Zeis und Klump. Mäcki. Jetzt ist bei Mäcki draußen, ja. Wo war der davor?
in der oberen Stadt beim Kindergarten daneben. Oh, super. Da war es dann. Onkel Werner? Was Skateboarder. Onkel Werner war früher Pro-Skater. So, Onkel Werners Pro-Skater 3. Super Soundtrack. Das war super. Onkel Werner. Bin ich da genau aufgewachsen in der Tony Hawk's Pro-Skater-Zeit, da wo irgendwie die ganze Boah. Welt Skateboard gefahren ist. Jeder und hat so. das Das gemacht. war Und es war einfach geil und hat mir schon getaugt. Also Skaten habe ich schon gern. Ich hab's nie zusammengebracht, dass ich über so eine scheiß Mini-Ramp runterfahre. Weder mit Inline-Skates Doch. noch mit dem scheiß Skateboard. Ich bin aber Das immer hab ich schon runtergefahren. gern. Ein Rock'n'Roller und ein Pop-Shavit Rock'n'Roller und lauter so ein Scheiß. Ich bin halt mit dem Ist schon McDonalds-Tüten über den Kopf mit dem Skateboard runtergefahren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hat Mir hat's alles- einmal beim Overfahren, also beim Eine-Droppen, hat es mir mal, oder des Öfteren, ein Skateboard unter die Füße weggezogen und dann mit dem Hinterkopf an Ding und Ja, leck. Da ist eine Stunde lang alles grün. Ich bin einfach nur wie ein Kartoffelsack runtergefallen. Einfach nur vorwärts runtergefallen. Ich bin, glaube ich, keinen Zentimeter gefahren, bin einfach runtergefallen. Ich dachte, ich kann es eh nicht, dann machst du irgendeinen Bullshit jetzt. Und dann habe ich eine Mackie-Tüten über den Kopf gezogen. Dann hat der andere sein Deck gebrochen, dann bin ich mit dem halben Deck runtergefahren. Mackie-Tüten über den Kopf, Kippen im Maul, so, ist geil so runtergefallen, Kippen hintergerinnt, Lippen aufbrennt. Also, Nice. Das war eine richtig gute Idee, ja. Ja, das war schon Also für das, dass wir da, wir haben noch gewinnen, 13, 14, war es in Ordnung. Ja, das hat. War Potenzial da gewesen, sag ich jetzt einmal, aber du, wie mit allem halt. Ja, Fußball Dann haben spielen wir's jetzt Bier- nicht. dann haben wir's Bier Ja, geschmeckt. genau. Bei Basketball spielen, Skaten, Schwimmen, der ganze Scheiß, da wo man richtig krass werden hätte können. Und dann halt da halt irgendwann eines Tages jemand ein halbes Bier her und du so, ja, Nicht schlecht. ja, nicht schlecht. Hey, ich hab da noch was, magst du das einmal probieren? Ja, du mehr. Ja. Ja, ist schon Richtig geil. geil. Sag einmal, seit wann hat ein Zabi sicher nicht drum Tipp gekriegt? Und dann war es einfach vorbei. Ja. Ja, Dann war es einfach vorbei. Sauferau umeinander holen. Nichts mehr mit Olympia, Schwimmen, nein. Skaten. Aber was und ich dann auch wieder gut gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt mit dem Mr. Grealish aus Manchester City, den wo sie jetzt alle so feiern. Da hat Die doch- haben Champions League gewonnen, oder? Genau, und der Grealish hat 3 Tage durchgefeiert. Und zwar so richtig. Der ist aus dem Flugzeug ausgestiegen, der hat nicht gerade ausgehen. Der ist auf diesem Bus drauf gesessen und keine Ahnung, also da gibt es dann ein Beutel für ihn, das ist so episch, wo er oben ohne auf diesem Bus drauf steht, total super. Also der wird so gefeiert vom Netz, dass wenigstens Ja, einer von tut mir- denen ich noch wollt- richtig saufen Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn du Champions League gewinnst, das ist in meinen Augen wahrscheinlich sogar noch krasser als die Weltmeisterschaft eigentlich. Dann darfst eigentlich hergehen und tun, was du willst. Aber was dann- genauso wie der Torwart-Typ. Wenn er das war einfach so, Ja. wenn er die Franzosen einen Handschuh hinhält am Pimmel. Ich bin da gestanden und ich baut ihm ein goldenes Denkmal. War die Mit einzige gute Platin. Szene aus der ganzen Aber es WM. gehört halt auch, ich meine, das gehört halt irgendwo dazu. Das ist ein Wahnsinn, dass da heutzutage, da wird ja nicht von keinem mehr was drungen. Wahrscheinlich kriegt er eine Vereinsstrafe, sehe ich nicht, dass sie richtig... Ich glaube, dass der wurscht ist. Ja, Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber was dann auch gesagt haben im Interview, dass irgendwer von der Mutter von ihm hat ihm der in die Taschen eingekotzt, weil er 2 Stammball drungen hat. Weil der hat noch nie drungen. Wir haben aber leider den Namen nicht gesagt. Der hat noch nie drungen und hat dann der Mutter von dem Grealish schön in die Taschen eingespielt. Aber wie? Ja, mein. Aber Keine mein, Geschichte fängt an, ich hab 2 Stempel Wasser getrunken und dann. Na, die werden dann immer gut eigentlich. Fast immer. Fast immer. Ja, die Champions League Finale war, wie wir im Urlaub waren, hat man es natürlich in die Fernseher laufen sehen, in die Pausen und so weiter, und hab's dann schon mitgekriegt. Manchester gegen Inter, glaube ich, oder irgendwie so. Wie haben sie überhaupt gespielt? Keine Ahnung. Ich weiß- 90 Minuten. Ja. Nachspielzeit auch, ein wenig. Ja, bisschen, bestimmt. Haben Ich sie habe keine vorher Ahnung. abgepfiffen, weil sie keinen Bock mehr gehabt Ich haben. habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch da. Ja, ich kenne mich schon aus, aber ich hab mir das juckt mich einfach nicht. Null. Mir hat das Ich hab's nicht nur deswegen das es, war weil sehr das imposant Man vom City- Jack Grealish. Das hat mir richtig gut gefallen. Hatten sonst noch tolle Sachen passiert? Was du drin? War ein Wurscht auf ein Volksfest. Sonst nichts. Sonst nichts, ne? So nicht viel passiert. Ja, irgendjemand ist gekommen und findet es toll, dass ich gerne über Arschlöcher rede im Podcast. Er wollte aber nicht mein Rangel schlecken, also war es wieder mal eine leere Hose. Dann war es kein Hardcore-Fan. Nur Ja, Schweizer. vor irgendwann hat mich angemalt, weil ich versagt habe, weil er gemeint hat, dass ich in jeder Folge ein neues Kappi auf habe. Heute habe ich ein neues Kappi übrigens auf, aber er war gesagt, was meinst du jetzt, dass ich 50 Kappi kaufe oder wie viele Drecks-Podcast? Kannst du Du Trottel! In Neuenberg. Ja, genau. Kannst du den Steuer Maßkrug zugehauen. Coole Gangster habe ich gesehen. Coole Gangster. Ja, die waren Wo ist irgendwie- der Volksfest? Ja, die waren irgendwie alle so, es war so geil. Warst du schon erwachsen? Nein, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Aber alle haben so, also wirklich so Adidas Jogginganzüge oder irgend so komische Jogginganzüge angehabt, dann die komischen Bauchtaschen, oder also die Umhängebauchtaschen, was jetzt alle haben. Und dann ist er Und gekommen. bitte eine saftig Frisur. Ja, nein, kahl rasiert waren sie alle. Ja. Und einen davon kenne ich, das ist nämlich der Bruder von einer Freundin. Und dann gehe ich hin und mich am Tent geben und dann neben ihm gleich einer so,
Da denke ich so, boah, nein, bitte nie, die kann jetzt keinen 40-jährigen Buben wichsen. Oder vielleicht war er 18, weißt du, auf alle Fälle kommt später noch ein Spätzl von mir. Das ist aus meiner Jugend kenne ich den und den sehe ich nur über im Volksfest. Das ist ein Russ, der Stars, geiler auf. Und dann winkt der eine so her von der Gruppe, dann sitzt er sich zu und irgendwann kommt er wieder und sage ich, kennst du die? Nein. Dann sage ich, was wollten die dann? Ich weiß nicht. Dann sage ich, ja, was habt ihr denn geredet? Ja, ich habe Russisch mit denen geredet und dann haben die gesagt, sie verstehen kein Russisch. Dann sage ich, ja, was wollten sie denn dann? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie wollten von mir. Die haben mich einfach hergewunken und haben mir irgendwas erzählt, dann bin ich wieder gegangen. Okay. So viel haben müssen, dann habe ich gesagt, ich geh wieder zurück zu deiner Gang, du bist jetzt einer Leader. Das Anzuglieder. Ja, ich habe so viel lachen müssen. Er war voll verwirrt, er hat nicht gewusst, was das jetzt sollen, aber ich glaube, die wollten einfach nur irgendwie, die haben jetzt gemeint, dass da irgendwie einen krassen Checker zuziehen, der ist jetzt in irgendein Milieu oder so einführt. Und dabei haben sie sich dann später wahrscheinlich gerade gegenseitig ihre Bierflaschen eingeführt. Hat auch was. Ja, aber Volksfest ist schon... Wollsdorfer Volksfest. Es ist schöner geworden, die haben umgebaut. Das war, muss ich nicht. War schon ewig nicht mehr in Wollsdorf. Muss ich nicht so gut halten. Nicht, wann das letzte Mal geile war. Baum sitzt draußen und so. Also ist jetzt ein neuer, der es macht und das ist wesentlich besser geworden. Aber das Klientel in Wollsdorf ist halt einfach das Klientel von Wollsdorf. Das wird es jetzt 20 Jahre nicht geändert haben, seitdem das letzte Mal war wahrscheinlich. Das ist ja nur die gleiche Familiennamen. Jetzt ist da ein Landauer Volksfest. Wann geht das los? 2 Wochen muss sein. Ich glaube am Freitag in der Woche, oder? 26, 27, irgendwo da. Freitag in der Woche. Ja, bauen schon schön auf. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich gehe, sag ich ganz ehrlich, das ist tagesformabhängig. Ich will wahrscheinlich, die Bürgerin geht sowieso jeden Tag aus, da bin ich mir sicher. Jeder, der uns kennt, muss uns eine Masse ausgeben. Ja, und der ist nicht den Halm mit einer Masse. Jeder, der hergibt und einmal fragt, bist du ein Bürger? Sag ich, wenn du keine Masse nicht herstellst, dann kannst du gleich abhauen. Du Trottel. Du Trottel! Gestern übrigens so sympathisch. ein paar Props noch an Edeka Metzger, hab's euch schon verzeiht, aber gestern im Edeka Metzger habe ich endlich mal wieder ein Radl Gelbwurst gekriegt, so wie wir es uns gewünscht haben. Also geil. Ja, fetten Respekt an, wie heißt der Winzelberger Schmolzbert, oder? Ja, Winzelberger Schwitzelbert. Ja. So was, ja, genau. Also danke für das Radl Gelbwurst, war köstlich. Schöne Grüße an meinen Fleischfachverkäufer des Vertrauens. Immer wenn ich in meine Videos oder da über den Fleischverkauf des Vertrauens schmerzt, dann ist das übrigens genau der. Ja. Das war nicht immer da, wenn ich komme, aber fast. Ja, sehr nett auf alle Fälle. Sehr nett. Ja, da ist schon lange wieder Zeit und wir rallieren wurscht. Jetzt machen wir Pause, hätte ich gesagt, langsam. Ha? Schon wieder Pause? Wieso schon wieder? Machen wir gar nicht Pause. Ist doch erst Pause gewesen. Ja, ist ja erst Pause gewesen. Machen wir wieder kurz die Folge halt. waren wir schon noch eine kurze Folge. Machen wir nur noch kurze Folge. Ja. Aber ich habe einen Sponsor. Das ist der Sponsor. Ja. Wen denn? Korn für den Podcast. Immer Telefonstreiche. Warum wird denn da kein komischer Ton immer gemacht? Ja, weil letztes Mal hat es immer, die machen so komische Töne. Die stellt sagst mal, wann ich das sag. Das hast das war rausgeschnitten, du Wichser. Ich schneide mir nichts aus dem Podcast aus. Nein, das war aber während. Was war jetzt der Sponsor? War gut. War gut? War ein guter Sponsor. Okay, wer war das? Weiß ich nicht mehr. Also dann hat er aber nicht nur Zeit, meine ich. Nein, warte. Wo Deswegen haben wir jetzt stehen Deswegen bleiben? sind wir in Späti-Wirtschaft. Wo haben wir jetzt eigentlich stehen bleiben? Beim Fleischverkäufer. Ja, wir waren erst beim Fleischverkäufer. Und dann waren wir beim Säftig. Jetzt gehen wir zu Säftig. Schon wieder. Ja, da waren wir erst einmal und das reicht. Wie lange hat er gespielt? 20 Minuten, das war ein 20 Event, Minuten. ich habe da Freikarten gewonnen. Ich habe da über Instagram das Gewinnspiel gewonnen. Was hätten so eine Karten gekostet? Hast du es wenigstens Schön rentiert? 20. Oder 25 dann später. Also es war Early Bird, wo ich das gewonnen habe. Early Bird. Und 25 hätten die Normalkost dann Abendkasse. Dann haben wir da heute eine. Was für Festival, was für Stadt? In Landau an der Isar. Oh, Isar. Am Volksfestplatz, oder? Am Volksfestplatz, genau. Da, wo es erst die aufgebaut haben. Okay. Und das war halt dann erstens recht klar. Also da, wo du schon eingegangen bist und, oh Gott, zum Glück. Wenn wir mir vom Urlaub heimgefahren sind wir vorbeigefahren. Ich hab da so vorbeigeschaut, wie viele Leute gingen bei die 4. Und dann haben wir da... Dann haben wir da... die Karten gewonnen haben. Zwei davon sind das heftig. Gegangen zum Glück, schon mit 4 halbe. Und da haben wir schon ein bisschen Laune gehabt. Dann waren da nur so ein, 2 DJs, meine Güte, waren okay, war jetzt nichts, da wo du sagst... Ich war, wir konnten einen DJ, an was beurteile ich denn einen DJ? Was macht denn der? Der drückt auf Play und dann fick dich. Ob er 90s jetzt auflegt. Ja, aber es ist ja schon mal erst einmal die gleiche DJ kleiner als DJ. DJ ist Frau. Weiß ich auch. Ja, okay. Na, auf jeden Fall, keine Ahnung, aber es ist... Willst du zuhören? Na, schwierig zu bewerten tatsächlich, aber es ist halt so vom Geschmack her, glaube ich. Es gibt ja verschiedene
Arten. Ich der beurteile Musik quasi machen. den Musikgeschmack Die des DJs. Wie er seine. Ja. Ja, war Wow. einer der Und dann, eigene wenn Musiker. ich einen guten Musikgeschmack habe, ist man automatisch ein guter DJ. Da muss ich der Beste der ganzen Welt sein. Aber was für DJ? War das einer, der normale Lieder auflegt oder der selber gemacht die Musik gespielt hat? Das ist ja nicht die Frage, oder? Mann, ich war dermaßen. Du hast 4 Halbe gehabt, halt mal. Ja, am Anfang, aber das hat ja erweitert. Das hat ja erweitert. Und ich habe ja den DJ nicht angeschaut. Ich weiß ja nicht mehr, ob der da live gespielt hat oder auf Play gedrückt hat. Keine Ahnung. Und ich habe das war DJ Frog oder keine Ahnung, wie das heißt. Also, ich weiß jetzt nicht, das sind halt nicht so die krass. Aber hat er Wiki gemacht? Na, glaub nicht. Ja, dann war das scheiße. Dann auf jeden Fall. Oder sein Auf jeden Kopfhörer Fall- so gehabt und dann Wiki gemacht? Der hat kein Oder wenigstens das gemacht. Knipfel drückt oder so Überhaupt da als dann. Mann, ich hab den doch nicht angeschaut. Ja, warum nicht? Wir Dann waren da wissen wir ja nie, begeistert. ob der gut Ja, ist. weil da war nämlich so. Warum hast du die Brühe nicht auf? Weil es ist so schwitzig. Da müssen wir alle durch. Nein. Wir haben die ganze Zeit so Leute vor uns angeschaut, die haben dann so ein Trinkspiel gespielt. Das waren so Bumsuf. Nein. Was haben sie denn wieder für Versager? Ja, irgendwo aus. Jetzt hat er gesagt, das ist jetzt irgendwo da, aus- das ist lächerlich. Irgendwo aus Garching oder so, und die extra hergefahren. Ja, das hat mich gut. Ja, wegen dem Säftig dann ja aufgehört. Ja, auf jeden Fall haben die dann so ein Trinkspiel Wegen dem gespielt, das Säftig habe ich dann noch nie nicht mehr gespielt. aufs Scheiß ausgehen. Da habe ich mich einfach zu denen dazugestellt nach 5,5 und dann haben die die angeschaut. Oh, ich kriege jetzt von 10 Leuten auf die Fresse. Ich bin dann hingegangen und habe mir gedacht, man spielt sich, soll ich mal mitspielen? Dann der Kanti dahergegangen und dann hat sie voll gemacht, Störber, verpiss dich, du Wichser. Und ich so, okay, dann bin ich wieder gegangen. Dann hat es eine halbe Minute gedauert, dann haben sie es selber gemerkt und dann kamen so, ja, was, komm her, wir klären wir's da. Du Vielleicht scheiß Preisenmongol. war das gerade eine Aufgabe vom Spiel, dass ich Nein, ich hab dann 2 Runden mit denen mitgespielt, das war eigentlich ganz witzig. Und, ja, aber das war ganz weird. Und ja gut, dann haben wir halt da ein bisschen noch Preisen, getrunken. was hast du gemacht? Und dann Was kam, weil es ist ja dieses, auf diesem Isar Open Air haben sie ja geworben mit Dream, Säftig und Friends. Und Säftig ist dann gekommen, das war also der zweite Main Act. Und der ganze 20 Minuten hat der gespielt. Wie viele Lieder? 2. 3 und alle mit Autotune des Todes. Also du hast zum Teil also wirklich seine Stimme nicht gehört, sondern einfach Dann möchtest du seine Stimme überhaupt hören. ja, und Hat überhaupt eine Stimme. ja, das war so schlecht und auch die anderen Lieder, ja, da haben wir die Story hab ich gepostet. Und Für das da jemand Zugriff für einen Instagram-Kanal nehmen. da haben wir ausnahmsweise aber mal genommen. Und ja, der war so schlecht und alles, was der gesungen hat, so irgendwie 1, 2, 3, 4, Gesungen. ja, geautotuned. 1, 2, 3, 4, Bier. Und Was soll denn der Scheißdreck? Wieso hat denn sowas Aufmerksamkeit im Internet? Das 6. Mal, wie degeneriert diese scheiß TikTok-Generation ist. Und alle feiern. Ihr habt alle einen kompletten Schaden im Hirn. Ja. Unfassbar. Also das war dann säftig. Super. Und dann war natürlich die Stimmung richtig angeheizt. So. Der Team hat gar nichts mehr machen müssen, Nein, oder? Das also, Publikum ist ohne selber Scheiß, gegangen. ich war oben ohne, unten auch, aber das darf ich nicht erzählen. Hat jemand das Hausverbot? Hat jemand das Hausverbot in dem Festel, oder? Ja, ich mag da nicht mehr hin. Das Okay. ist gut. Dann kann ich die nächste Karten haben. Ja, bitte. Ja, und dann Dream war sehr stark, der war wirklich sehr, sehr gut. Das glaube ich, auch wenn ich mit seiner Musik nicht so fangen kann. Ja, glaube ich, Ja, 3 Stunde. Das letzte Mal, das Der erste gut Mal ein Lied aufgegriffen. von dem angehört, das erinnert mich ein bisschen an Crow. So an so gute Laune Sommermusik. Ja, irgendwie. Ja, so bayerisches Festelcrow. So. Das ist, habe ich vorher auch schon mal kurz darüber geredet, wie ich angefangen habe mit der Musik wieder irgendwann 2020 oder Ende 2019. Du hast mir mal ein paar Videos von dem geschickt, da hat der gerade so angefangen, so das habe ich auch das erste, was ich gesagt habe, ist, du merkst halt sofort, der kann halt tatsächlich was. Ja. Der kann sein Instrument spielen, der kann tatsächlich singen, der kann das auch live, nicht nur in der Aufnahme und so. Und mit der Musik kann er nicht so fangen, aber er kann was. Und darum, ja, Sei ihm gegönnt. kann man, sei ihm schon gegönnt mal, ja. Ja. Trüpp. Das ist genau das, warum ich sehe die Vollspasten so hasse. Irgendein scheiß Lied zusammenrotzen, das kann ich auch. Aber, und dann ist er auf der Bühne und dann hörst du nicht, weil er vor lauter Autotune nichts kann. Das ist ja, Gott, da kriegen sie einen Du musst Hass. den wahrscheinlich Ja, musiktechnisch wie mit Werbungstechnisch. Talentloses Stück Scheiße. Musiktechnisch musst du den werbungstechnisch wahrscheinlich mit Seitenbacher vergleichen. Das Seitenbacher Müsli. Kennst du das nicht, die Ist eher Werbung? Seitenbacher der Musik praktisch. Ja, genau. So, ja, Seitenbacher. Er lebt ja praktisch den Satz von Minas-Moos, die haben ja auch schon gesungen, ich habe Autotune, ich muss nie mehr singen. Ich habe ein Porno, ich muss nie mehr ficken. Na, also Säftig war wirklich, also der war noch schlechter als erwartet. Wirklich. Talentlose Scheiße und Nichtskönner Scheiße, das unfassbar ist. Ich habe das letzte Mal Da einer denke ich Freundin... mir dann auch, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbricht, da denke ich mir dann oft, der hat doch dann die Lieder auch nicht selber gemacht. Niemals. Na, die hat er halt ausgewürfelt.
Die Wörter, der hat ein paar Wörter auf Ah, die Würfel geschrieben. Nein, ich meine jetzt auch wirklich das selber aufgenommen, das selber gemacht einfach. Oder dass er das vielleicht sogar nicht einmal selber geschrieben oder komponiert, ich weiß nicht, wie man das sagt, Geschissen. produziert und komponiert hat, sagen wir es selber so. hingeschissen. AI. Das da noch nicht, das ist auch schon ein bisschen älter, weiß ich nicht, ob es da schon, also das kaufe ich ihm einfach nicht ab, wenn dann jemand sowas auf eine Bühne geht und überhaupt keine Ahnung hat, was er da eigentlich tut. Das ist der Ding, das ist so lächerlich einfach. Da gibt es irgendwelche voll Spasten, die diese Scheiße feiern. Das ist Haben das Leute gefeiert? Ja. Also Ja, aber das waren halt also, das waren nicht, mein Alter waren ein paar noch da und es waren halt auch wirklich Mieter mit ihren Dirndl da. ja. Da wo es ja wirklich so 14, 15, 16-Jährige da waren. Den ich da ihr Hausarrest geben, bevor ich es da hinschicke. Also ich habe da eine Mutter habe ich kennt, die haben wir da gesehen, die haben wir da getroffen und die hat dann auch gesagt, was ist denn das für eine degenerierte Scheiße eigentlich? Also stell dir mal vor, du bist 40 Jahre und hörst du dann den Drip. Ja. Da denken wir wieder drüber nach, so kommen wir langsam so in das Alter, wo unsere Eltern waren, die zu unseren Sachen gesagt haben, das hat alle nicht ganz sauber. Ja, aber ich sag mal, der Aber das ist halt noch, das ist ein Ja, das ganz kannst du anderes Level an degenerierter Scheiße. Das ist ja nochmal, also da feit's ja himmelweit. Ja. Feit's da nochmal. Meine Mama und schimpfen können, ich hab nichts Neues gehört, ich hab nämlich die ganze 80er Hamid-Ratio gehört. Also sie hat jetzt zwar auch gesagt, das ist scheiße, aber sie hat seit die 80er schon kennt, dass scheiße ist. Ja, Das war grausam. noch sehr stark. Da war wirklich das Beste an dem Abend war Dream und das Trinkspiel. Dream, Danke nochmal an Gast. Wer war da sonst noch so da dann? Was war Nur das? so DJ, das war nicht lang. Das war, ist auch, glaube ich, war das losgegangen um 6 Uhr, es war Einlass oder so, um 10 Uhr war Dream und um halb 12 war das Ding vorbei. War Und das wir ein haben halt- Tagesfestival? Ja, wir haben ja auch. Das war ein Festival nennen darf, was sind die ja, Scheiße? Nein, es war ja Open Air, glaube ich. Ich mach die Regeln nicht. Und am nächsten Tag war ja Edmund da, da war, glaube ich, schon mehr los. Wer ist der Edmund überhaupt? Du willst sagen Steuer. Edmund. Kenn ihn nicht. das Lebt ist eine überhaupt Band. noch. Das ist eigentlich eine sehr bekannte Band sogar. Ja, überall sehe ich die scheiß Plakate vom Edmund und irgendwer verpisst du, los mich. Ja, vielleicht googelst einfach mal. Nein. Du willst was erzählen? Ich hab dich Selbst. unterbrochen. Ich wollte nur erzählen, dass ich eben den Safety-Geschwänz habe ich das letzte Mal einer Freundin erzeugt und der einzige Kommentar war, warum ich ihr das auch tue. Er Warum? hat gesagt, ja, ich mag den nicht allein durch. Ja, aber warum muss ich immer da mit durch? Dann sage ich, ja, hilft mir leider nicht. Er hat gesagt, warte, ich hab das erste Lied gezeigt und dann hat er gesagt, ich hab noch eins, weil ich bei Hausverbot gekriegt. Da frage ich mich manchmal, ob diese Art von Lieder so viel Aufrufe und so viel Aufmerksamkeit generieren, weil sie gleich lustig Ich glaub, machen drüber, das aber keiner sagt. Mindestens so wirklich. 50-50. Das ist so, ist das, sowas haben wir ja in der Jugend auch gehabt, dass wir es nicht feiern, weil es gut ist, sondern weil wir es feiern, weil es so behindert schlecht ist. Ja, genau. Oh, Und vielleicht kriegt man das nicht mit. Mein Sonnenlicht. Ja, das war aber offensichtlich schlecht. Ja. Da ist offensichtlich, dass man das nicht ernst gut findet. Und bei der Säftig-Scheiße bin ich mir halt nicht sicher, ob Leute nicht wirklich meinen, boah, das ist voll gut. Ich glaub- das ist wirklich, da hat er sich wirklich was ausdenkt. Ja. Doch, das glaube ich Nur vielleicht Brezen mit dass man nicht- Salz. Weil einfach dieses im Ohr bleibt, dieses Drip. Das bleibt nicht im Ohr. Das Einzige, was bei mir im Kopf Bleibt bleibt, im ist Kopf. Step, Step, Step. Bro. Also. Ja, genau. Stuck, Da stuck, bleibt der stuck. Sticker, ja? Einmal stuck. Und dann wieder Step, Bro. Also, Oh Gott. Ah, der Crime Aber jetzt ich kann mir vorstellen, dass sie einfach nur auf dieser Hype-Welle. Well, Walla, Jetzt ist soweit. Jetzt wäre Nummer 16. Dass das einfach da mitgeschwommen ist. Einfach nur, weil ja Dream, Säftig, die kennen sich, die machen halt auch Musik und Dream Ja, ist halt lutschen sich mittlerweile vielleicht halt einfach. gegenseitig einen Schwanz Der war ja oder bei so. Rock am Ring, glaube ich, jetzt mit Finch und Co. Also, das ist schon eine Ja. ganz andere Liga. Dream. Stimmt, ja, das glaube ich ja. Und dieser Säftig zirkt ja heute dahingehend mit. Also, ich sage jetzt einmal, was der Dream gut findet, wenn der da Werbung dafür macht oder den mitzirkt auf seine Festivals, auf seine Auftritte, dann ist klar, dass das eine enorme Reichweite generiert. Und ja, und du musst ja auf solche Festen auch gewisse Quoten erfüllen. Das ist ja nicht gerade im. ja, man muss ja Eben. genau. Die wollen ja 10% sind in Betrieben. Ja, genau. Und die Genau. wollen auch keine Strafe nicht zahlen. Genau. Der dauert Ja, ein kurz bisschen. drauf, Der und dann dauert. hat er Aber- kurz so klickt und dann so, ey. Ich weiß nicht, welche Quote das ist jetzt, meinst du? Also, Mir gefallen einfach Behindertenwitze da am Logo. achso, nein, ich habe nicht gemeint. Ich freue mich dann auf ich habe jetzt dann die Woche noch 2 musikalische Ergüsse. Am Donnerstag fahre ich zu Deichkind. Und da freue ich mich schon wieder richtig drauf, weil das ist live eine Abrissparty. Jetzt mal, dass du sagst, das ist Das habe ich ja so niemals geil. gemeint. Niemals. Ja, Ich ja, habe nicht. den Park mal gesehen, da habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn jetzt eigentlich Nur geil, wenn sie mit einem riesigen Bojen im Boot und mit so einem Fassel lassen sie übers Publikum tragen, das ist also ein Fest sondergleichen. Und Samstag fährt dann auf Minga, da spendet dann Slipknot und ich hoffe nichts vom neuen Album. Disturbed ist nur dabei, Disturbed ist nur dabei, da hoffe ich halt. Als Vorband, oder was? Ja, also das sind I Prevail, Disturbed und Slipknot. Ja, von Prevail kenne ich ja, oder weiß ich jetzt halt nichts. Ja, die haben eine Handvoll gute Lieder, Disturbed hört sich halt alles gleich an.
Und da hab ich mich versucht zum Eichern jetzt einmal. Nach dem dritten Album habe ich gesagt, ja okay, jetzt habe ich einfach 30 Mal das gleiche Little gehört, ich bin jetzt raus. Und Slipknot, da hoffe ich halt auf ganz viel von nur dem alten Scheiß. Aber ich glaube, dass die live meistens auch wissen, was sie spielen müssen für die Leute. Ja. Die haben auch meistens, auch wenn die neuen Sachen generell, die letzten 2 oder 3 Alben haben mir schon nicht mehr so gut gefallen. Slipknot ist live immer geil. Ja. Die wissen einfach, was deren, das ist einfach krass. Das ist das Gute, dass die einfach wissen, wie ein Festel geht. Die wissen halt, wie du halt einfach die Bude abbrichst. Ja. Das wissen sie seit da freue ich mich auf alle Fälle schon. Also Rammstein kennt sich ja nur mit Aftershow-Partys aus. Das war jetzt auf dieses Thema, weil ich jetzt gerade nur gekommen so. Ich habe allerdings schon, Vorsicht, das meine ich jetzt auch wirklich ernst. Vorsicht, was wir da jetzt sagen. Nein, da darfst du nicht. Seit 2 oder 3 Tagen oder so haben sie sich eine Rechtsanwaltskanzlei besorgt. Ja. Und alle, die in Medien, vor allem auf YouTube, TikTok, Instagram und so weiter, sich dazu äußern und jetzt da irgendeine Scheiße sagen, kriegen eine Abmahnung an den Sack. Und wenn's ich schon mal geschafft habe, dass man Kirche einen Brief schreibt, dann schaffen wir es zu dritt, dass uns die einen schreiben auch. Herausforderung angenommen. Stell dir mal vor, Till Lindemann schreibt eine Abmahnung. Ist schon geil. Die hänge dann neben die von der Kirche. Naja, aber dazu nicht wirklich eine Meinung, weil ich habe mit viel schon geredet und du weißt es jeder, und es stimmt alles so und da stimmt nichts. Und ich habe gesagt, Leute, da sind jetzt erst einmal Anschuldigungen gegen die Band da und sonst nichts. Und da kann man noch überhaupt nichts sagen. Das formulieren wir jetzt am besten so. Das sind die Dinge, die ich gehört habe. Was sind denn die Anschuldigungen? Dass sie eher vor die Konzerte oder während die Konzerte und nach die Konzerte Leid ausgesucht. Ja, extra, so heißt es, so spricht man. Ja. Das ist jetzt keine Behauptung von mir. Dass da eine extra Dame dafür angestellt ist, war, also wurscht ist, war, was auch immer. Wird gewesen sein. Die da umeinander schaut und über Instagram umeinander schaut, in die Konzerte vorher umeinander schaut und sich da Mädels aussucht, die dann eingeladen werden in einem Backstage-Bereich, zur Backstage-Party, dann da hinten an die Securities vorbei. Da gibt es auch eine auf YouTube, die diese Geschichte sehr, sehr, sehr ausführlich beschreibt, wie es da hineingeführt worden ist und dann kurz bevor sie es checkt hat, gerade noch rausgekommen ist. Dann sitzen da, es ist ein dunkler Raum dann am Schluss, also du gehst im Prinzip an der Party Hans vorbeigegangen und dann sitzen sie haben da ein finsterer Raum, 2 Couchen gegenüber, da sitzen lauter Mädels drauf, in dem Raum ist nur 2 Couchen und ein Tisch mit Alkohol und die anderen sitzen da drauf, da wirst du dann, oder werden sie dann da hingesetzt und die anderen haben schon alle nicht mehr so ganz da. So. Also nicht besoffen, sondern halt, was ist Rohypnol? Ist K.O.-Klump, oder? Blackouties, Roofies, Hangover-Roofies. Und irgendwann kommt dann der Herr Lindemann einer, heißt's, und dann sucht er sich da noch nicht aus. Es ist halt schon harte Geschichte, muss ich vielleicht schon sagen. Ja, ist absolut. Aber ich sage jetzt mal so, es ist ja auch, du kriegst ja auch, was auf YouTube auch rumgeht, wenn die von diesen Stories dann erzählen, die sagen ja, erstens, es ist, viele wissen ja auch, was da abgeht in solchen Aftershow-Partys. Natürlich nicht auf diese Weise, aber da wo auch wirklich da ja die eine auf YouTube, was wir gleich gesehen haben, die sagt ja selber, dass da viele gesagt haben, oh, vielleicht kommt der ja wirklich und will Sex mit uns. Und die dachten sich ja gefreien drauf. Die meisten. Da wo du sagst, ja, okay. Solange alles sehr einvernehmlich ist das scheißegal. Ja, die Problematik geht da los, weil es ja eben die Anschuldigungen auch sind, dass Leute eben nicht freiwillig mitgemacht haben. So wie die werden halt einfach gefügig gemacht mit Substanzen und nicht bloß mit Alkohol. Und das ist halt dann das, aber wie gesagt, es sind halt jetzt Anschuldigungen da. Wie gesagt, ich habe ganz viele Bekannte, die schon wieder so gescheit sind, die da schmerzen, als wären dabei gewesen. Und viele springen auf diesen Hype-Train auf, die wo doch da auf Konzerte waren, also bekannte YouTuber, die wo dann sagen, oh mein Gott, jetzt da stimmt, das war so schlecht und keine Ahnung und das war genauso, wie sie es beschreiben und 3 Monate vorher ein Konzert gewesen sei und sagen, boah, es war so geil und die Aftershow-Party war so krass. Da wo du sagst, die Song ist jetzt nur, um wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist der MeToo-Scheiß. Deswegen glaube ich, ist das ein sehr, sehr schwieriger Fall auch. Ich glaube, da überhaupt aus der Nummer wieder rauszukommen. Ich habe auch irgendeine Geschichte gelesen, wo es heißt, dass er auch während dem Konzert unter der Bühne eine hat, die er während dem Konzert, wenn er da oben fährt, einen bläst und dann wieder auf. Da muss das auch nicht schon geschieht, aber so, Alter, das ist vielleicht schon richtig absurd. Bei mir der Jogi war schon schnell fertig. Also, zwischen die 2 Little, das darf man schon schaffen. Ja.
Das Nein, ist, ich finde mir ist einfach, also erst einmal, natürlich ist es mir nicht scheißegal, wenn mit Leuten sowas gemacht wird, aber es ist mir scheißegal, was mit dem Till Lindemann passiert, weil mich die scheiß Band Rammstein einen Scheißdreck interessiert. Und dann gibt es jetzt so super Sims, wie du schon sagst, die eine Seiten, die halt sagen so, das stimmt überhaupt nichts, keiner von denen war jemals dabei. Was erwarten die, was da hinten passiert, wenn sie sagen, sie erwarten wahrscheinlich keine Vergewaltigung. Das will ich mir behaupten. Das ist erwartet keiner, wenn er die Google gibt. Vergewaltigung links und nach Hause rechts. Genau. Missbrauch nur da hinten. Allseits bekannt, dass man im Backstage nur vergewaltigt wird. Der Klassiker. Ja, was Heute noch Backstage, ein bisschen Das war eigentlich ein Backrape. Backstage Rape. Genau. Backstage Bukake. Da hinten ist Rape-Stage. BKB. Daher kommen auch immer diese schwarzen Couchen im Internet, die man sieht. Das war wahrscheinlich der Raum. Ja. Da steht da irgendwie Nierflaschen Schnaps und sie ziehen sie freiwillig aus. Ich verstehe es nicht. Aber wie du sagst, diese Gescheithafer, wo ich dann sage, holt's doch ein Maul. Jetzt gibt es die Anschuldigungen, sie sagen, das stimmt nicht, und dann gibt es eine Verhandlung. Das ist ein ganz normaler Rechtsvorgang. Was muss ich mich da schon wieder so aufführen und so die einen fertig machen, die anderen fertig machen? Das, wartet halt einfach erst einmal ab, da die immer sagen. Das ist, finde ich mir ein bisschen schwierig. Ja. Aber auf der Gegenseite genauso, wenn das nicht stimmt, was die behaupten. Und das ist beweisbar, genau dann kehren die richtig krass aus dem Leben gefickt. Ja, die kehren, dass die nie... in dem schwarzen Kammer. Ja, für so kehren die, dass die nie wieder auf die Füße was meinst du, wie die verklagt werden? Ich denke mal, dass er so macht wie Rammstein, dass die ordentliche Anwälte haben und dass die für die Verleumdung, wenn das rauskommt, da mal angenommen der Fall. Es ist halt mit Abstand die größte deutsche Band, die es gibt und wahrscheinlich auch bis jetzt zumindest jemals gegeben hat. Was meinst du, was das für eine Rufschädigung ist, die ganze Nummer? Ja, ist klar. Wenn das nicht stimmt. Es ist aber auch scheißegal, und wenn das dann nicht stimmt, dann hast du ja trotzdem immer nur das im Hinterkopf. Ach ja, der Vergewaltiger. Und genau das, aber wenn das nicht stimmt, was die Leute behaupten, trotzdem auf die ganzen Konzerte. Natürlich. Die Rammstein-Dinger sind ausverkauft ohne Ende. Ich glaube, dass die finanziell wahrscheinlich nicht so den Schaden Na, aber ich glaube, dass das trotzdem eine psychische... Man muss am Ende, muss man halt einmal sagen, muss man halt einmal ein Werk vom Künstler drinnen. Das habe ich bei Lanzer schon ungefähr, das ist genau das Gleiche. Was? Das hat er bei Lanz schon einmal gesagt. Das habe ich bei Lanzer schon immer gesagt, dass das Werk vom Künstler drinnen muss. Für alle, die nicht wissen, von was wir schmerzen, nicht nachschauen. Nicht nachschauen. Just don't. Schaut euch lieber One Game und Wie lange muss ich noch, bis ich das Jahr umhab bin eigentlich? Woher weißt du, dass du weißt, was das ist, wundert mich gerade ganz krass. Er kommt aus dem Osten. Nein, aus dem Westen. Daher ist der Dialekt. Das war ja noch das Eröffnungslied von seinen Eltern. Halt dein Maul. Ja, keine Zeile zitieren, sonst haben wir sofort. Nein, das machen wir eh nicht. Aber ich kann nur sagen, dass Tango gespielt haben. Jetzt spielt sie auch gleich noch. Wir waren wirklich schon oft an der Grenze, aber so nah waren wir noch nie dran. Unser letztes, wo wir nur mir zu zweit waren, das Video ist entmonetarisiert worden aus irgendeinem Grund. Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir geredet haben, keine Ahnung. Eigentlich relativ belanglos, eher mal ein bisschen dann damit. Ja, passiert seit einem Jahr, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe nur mal eine Überprüfung angefordert, weiß ich nicht, was da los war. Ja, das ist ja völlig wurscht, aber wenn ja so ein Video halt gelb geflaggt wird, dann wird es nicht mehr ausgeliefert und es sagt keiner mehr, obwohl es noch online ist. Das ist halt, wir wissen halt einfach nicht warum. Gut. Weil ich nicht dabei war. Ja. Vielleicht, ich glaube, vielleicht ein wenig wegen am Titel, vielleicht erkennt YouTube das. Wie hat der Titel geheißen? Schließmuskel Syphilis. Als ob YouTube das kapieren hat. Ja. Ja. Oh. Vielleicht war es einfach das Beutel. Jetzt kommt also. Beutel. Also da. Du musst jetzt nichts mehr auf Body schreiben, schreibst jetzt Schleusmuskel hin. Schleusmuskel. Habt ihr das mitgekriegt, aber auf die, wie heißt die Färöerinseln? Da ist da jetzt schon wieder so Grindwaljagd. Grindwale sind das, ja. Haben sie jetzt 500, das ist irgendwie so ein Festel bei denen und da bringen sie halt einfach 500 Grindwale. Haben sie einfach mal 500 Grindwale. Why not? Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber, ich hab mir auch gedacht, was soll das eigentlich? Warum werft man nicht einfach riesengroße Bomben auf die Färöerinseln? Warum nur, weil es grindig sind? Was soll das eigentlich? Habt ihr das gefällt oder wischt es keinen Falschen, was? Ja, das haben wir auch gedacht. Einfach nur als Festel. Einfach nur zum Spaß. Gibt's noch nicht die South Park-Folge? Fuck you, Whale! Fuck you, Dolphin! Ich liebe South Park, das ist so gut. South Park ist, glaube ich, ja die einzige Serie, die nur Witze über alles und jeden machen darf.
Was halt der verdient alle, aber sie machen so nicht, weil sie alle Angst haben vor dem Man muss Ja, halt und einfach South Park nimmt halt South Park macht ja da richtig, sie ziehen wirklich alles durch den Dreck. Da gibt es ja keine Ausnahmen. Und ich sage immer, wenn du wirklich so bist, dass du alles durch den Dreck ziehst, dann Ja, wenn, dann muss wirklich alles darfst du nehmen. nicht auf irgendwas einschießen, weil dann bist du halt mal schnell in der Schiene drin. Und Das Allergeilste ist halt einfach, jetzt mal, wenn es um das geht, muss ich das einfach erzählen, die haben eine einzelne extra Person angestellt, die den ganzen Tag nichts anderes tut, wie bei den Fernsehsender durchtelefonieren und ausdanteln, was für Witze, ob die liest halt die Witze vor und beschreibt das und der Fernsehmann sagt na oder ja. Und die dealt das aus, was darf und was nicht. Die macht den ganzen Tag Ohne nichts Scheiß. anderes. Ja. Da gibt es so eine stundenlange Dokumentation, die gibt es auf YouTube irgendwo. Da siehst du, ist ja schon relativ alt, also ich glaube, die ist ja schon 15 Jahre alt oder so. Und da siehst du, wie die arbeiten und so weiter. Da sitzen sie, ist so geil, sitzen in so einem langen Büroding drin. Die ganze Wand ist vorher die Tafel, wo du beim Fulz ohne malen kannst. Und dann ist immer der Trey Parker und der andere dabei. Immer und dann wird halt gebrainstormt, was die nächste Folge wird. Und dann sitzen die Vollidioten da drin und dann sagst du ein paar Minuten halt da eine, die haben nur am Lachen. Die haben nur am Lachen. Und einer steigert sich, wie bei Kumpels halt einfach. Ja. Einer sitzt nur auf den anderen drauf und den anderen, ich hab die zeichnet irgendwas an die Wand, die lacht sich komplett kaputt. Und dann der andere wieder hinten wirft irgendwas Viere, keine Ahnung. Na, das ist krass, ja, okay. Und dann kommt halt genau wegen den Witze, wird dann die Dame vorgestellt, die den ganzen Tag nur telefoniert, ist der Witz in Ordnung, ist der in Ordnung und so weiter. Wie es den durchgebracht haben, dass der Cartman den anderen seine Eltern fressen lässt und dann Radiohead kommt und zu ihm sagt, er ist für das Arschloch, weil er jetzt da so vorne anfängt. Weiß ich nicht, wie es das durchgebracht haben. das sind voll Witze, was so Der hat ganz viel Letztes Witze. Mal kennst du die Folge, wo sie an Randy fragen, ob er einen Dollar spenden möchte, wenn er beim Einkaufen ist? Und dann gründet er ja irgendeine Hilfsorganisation und dann sind sie bei ganz, in so Slums bei ganz armen Leuten und dann geht irgend so, ich weiß nicht mehr, welche Schauspielerin oder Sängerin das sei, so geht er durch und sagt so, sehen Sie diese abgemagerten Kinder hier? Nicht jeder kann so eine tolle Figur haben. Der hungrige Hugo. Ja, genau, der war schon lange nicht mehr dabei. Jetzt bin ich bei Staffel 19, weil ich schaue gerade durch. Oh, leck. Der ist leider schon lange nicht mehr dabei gewesen. Oh, Busfahrerin ist auch vor mir fort. Echt? Ja. Ich habe die Neue nicht mehr so verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so hat South Park, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Kindheit und meine Jugend und den Humor auch sehr geprägt. Ja. Der Cartman ist eine der geilsten Figuren, die jemals erschaffen wurden. Brutal. Also was ich mit dem Idioten lachen Fickt muss. euch, Leute, ich geh nach Hause! Aber auch die Spiele, von denen, die 2 Spiele, die sie rausgebracht haben, auch sehr Die zwei entertaining. Neuen, die haben richtig gut. Also der erste Teil ist richtig gut, der zweite ist so ein bisschen dasselbe in grün und mir hat das Superhelden-Setting nicht so gut gefallen von einer mit dem Kuhn und das alles. Da war der Stick of Truth, war schon der Ja, war aber scheiß cool. Da musst du mal auf so ein Spiel überhaupt erst einmal kommen. Also, Ohne Scheiß, so das stark. ist zugeschissen mit Witzen da drin, du bist nur am Verrecken. Es ist ja und nur- einer krasser als der andere. allein schon, wenn du da aufs Klo gehen kannst, dann kannst du dann den größten Schiss der Menschheit auspacken. Hä? Bono ist auf 180, weil der Bono war der Rekordhalter. Irgendwann kämpfst du mal beim ersten Teil bei Stick of Truth, glaube ich, kämpfst du mal in der Abtreibungsklinik gegen irgendeinen Riesen-Baby-Fötus, riesen Nazi-Baby-Fötus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass der Fötus ein Hakenkreuzbinde droht und so und die ganze Zeit Originalzitate vom Hitler aussahen. Also, da hab ich gedacht, Alter, wie abgefuckt beschissen gut wird's noch? Ja. Wird immer besser, immer Kannst du besser. sagen, was du magst. Das waren Und im Grunde spielen sie alle bloß ein Roleplay-Game über Herr der Ringe, aber es ist einfach so witzig gemacht, es ist Das ist doch aus einer Folge aus, oder? Wo sie Herr der Ringe nachspielen. Gibt es auch Das ist- 2 Folgen. das ist alles- das ist Schaut's, alles, da was musst noch- du die Pornokassetten zurückbringen. Ja, genau, Und wo das ist eine die Chance. anderen Harry Potter spielen, wo es dann so geil auffickt. Fickt euch doch, ihr verdammten Potter-Schwuchteln oder selbst, das sagt zu einer, was so richtig geil der Name Und ist. der Patas rennt ja noch über hinten im Wald hinten rein. Mein Schatz! Weil er die Pornokassetten da gesehen hat, es ist aber so gut. Es ist so geil. Also, da fragst du halt echt, wie kommst du auf so eine Scheiße? Das ist, keine Ahnung. unglaublich. Indem, dass du sehr der Blödmann bist wie die 2 Idioten. Ja, das geht nicht anders. Was willst du noch machen? Was will ich machen? Da kannst du nichts machen. Unfasslich. Ich würde mich da gar interessieren, ob die das über stocknüchtern machen oder ob der Hilfsmittel. Ich glaube, da ist so 50-50. Ich glaube, die müssen dann halt erstmal so, die trinken dann 1, 2 halbe oder 3 oder 4 und Ich am glaub, nächsten dass du nicht bei Alkohol werden bleiben sie Und so, Da brauchst du was kreativer macht. die- So meinst Da habe ich letztes Mal gelesen, dass da haben sie so einen White Supremacy Nazi-Typen, der hat sich selber, ist in so einer freiwilligen Studie dabei gewesen, wo sie MDMA testen, weil die machen jetzt seit Jahren mehrere so Studien mit MDMA und andere so Psychodinger, ob man es nicht für Psychotherapie hernehmen kann. Und der Typ hat das genommen und hat jetzt seine rassistischen Gefühle verloren.
Das ist eigentlich, warum verbietet man es denn dann? Stopfen wir den ganzen Nazi-Wichser-Scheiß mit dem anfangen. Ja, genau. Er hat dann gesagt, also es ist natürlich dabei gestanden, das ist ein Extremfall und so weiter, aber er hat dann gesagt, er hat sich halt während dem Trip so das alles so überlegt und hat halt dann, das heißt immer, dass du nur so viel Liebe und Empathie empfindest, wenn du auf MDMA bist, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, er hat zwar jetzt immer wieder mal so rassistische oder antisemitische Gedanken, aber jetzt weiß er, dass das halt scheiße ist, was er sich da denkt und möchte es halt einfach nicht mehr haben. Finde ich ziemlich krass, wenn das wirklich funktioniert hat. Sollten sie in der nächsten Querdenker-Demo vielleicht mit seinen Spritzen MDMA einschießen. Ich wollte gerade sagen, nicht mit dem Wasserwerfer, sondern einfach mal einen Kanister LSD in den Wasserwerfer rein und los geht's. Dann einen DJ auflegen lassen und einen Saftig singen lassen. Ja. Und dann tanzen es Oliver König Thomas. Oh Mann, ey. Schön. Ja. Haben wir ansonsten dabei? Haben wir irgendwas dabei noch? Kurze Pause haben wir noch, oder? Ja, kurze Pause. Wie lange haben wir noch? Sollen wir noch einen Sponsor sagen? Welchen denn? Den Grünen! MPMP, Kolonie, Kolonastik. Kannst du Gummi hupfen? Nee. Sie, Mitte, sie. Seite, Mitte, Breite, Seite, Mitte, raus. Mhm. Okay, stimmt. Und was war das andere noch? Aber das ist nicht mal. MPMP, Kolonie, Kolonastik. Ich hab das voll hochgekommen. Nee, da war ich. Weiter bin ich nicht gekommen. Ich war jetzt auf dem Filmdreh wieder mal. Wo warst du? Auf dem Filmdreh war ich jetzt wieder mal ins Menge. Auf dem Filmdreh? Ja, wie heißt denn den? Nein, nicht die Brandtels, sondern von Mittenbach. Der trägt gerade ein neuer Film. Das war jetzt das letzte Wochenende. Ja, so der Gorevater auf German Splatter. Okay. Habe ich eine Leiche gespielt. Hast du eine Leiche gespielt? War schon gut, ja. Du bist geschminkt, aber ne? Ja, mit Blut bin ich vollgeschissen. Nur eine Hacke habe ich im Bauch gekriegt. Ich wollte gerade sagen, Blass hätten sie nicht machen müssen. Okay. Ich bin so rot. Was du meinst? Nein, das habe ich keine Kortisonspritzen gekriegt. Hast du Gage hergekriegt? Nein. Aber nicht mehr was zum Trinken? 3 Wasser, 3 Berner Würstel und ein Baguette habe ich immer geschnappt. Das ist okay. Du kannst dich schon mal anschmieren lassen mit der Blöd. War aber ganz witzig. Vor allem, dann liegst du halt dann da und dann denkst du, und dann ist es schon auf Nacht gewesen und dann siehst du mit deinen Atem und du sollst eine Leiche spülen. Und dann haben wir gedacht, ja, immer wenn es dann Action, dann schnaufe ich vorher tief ein und dann atme ich ganz kontrolliert ab, damit man das nicht so sieht, damit ich nicht eine von den Mongo-Leichen bin, die hinten liegen, wo man sagt, haha, der schnauft, der Idiot. Dann dauern die scheiß Szenen so lang, dass ich wahrscheinlich mehr Zuckungen im ganzen Körper gehabt habe, weil ich die Luft abgehalten habe, dass ich eher geschaut habe, als hätte ich gerade meine letzten Lebensgeister ausgehaucht, als dass ich eine Leiche bin. Ich mehr hätte mit dem Mietwagen bloß zum Singen, wie sowas gemacht wird, wie so ein Set ausschaut, das würde mich schon interessieren. Ja, wenn wieder, das war jetzt das letzte Drehwochenende, der Film ist jetzt gar, aber wenn er wieder was macht, dann soll er fast der öfter umeinander. Da kannst du mal Bescheid sagen, das würde mich tatsächlich interessieren. Ja. Aber liegst dann irgendwann da als Leiche und dann hörst du auf einmal auf das und, oh, schau hier, da ist ein Ratz. Oh, da ist nur ein Ratz. Jetzt denke ich, fick sich, ich hab Kunstblut aus Kakao im Gesicht. Ich will jetzt gar die scheiß Straßenratzen bei mir in der Fresse haben. Aber die sind Gott sei Dank nicht abgehauen, dass sie wieder umeinander gekämpft haben. Straßenratzen. Ja, was ist denn mit denen? Sehr ekelhaft. Ich habe in Mali Kakerlaken gesehen. Da hat es nichts gegeben. Sag das, wie keine Spinnen, ein Haufen Staunsen und Kakerlaken. Sonst nichts. Mitten auf der Straße. Reicht ja. Mitten auf der Straße. Brauche ich nicht auf Mali fahren, vorher zum Flo ins Bad. Sag mal, war schon mal jemand in Spanien? So? Ja. Haben die Leute auch alle so unfreundlich oder ist das nur in Mali so? Also da wo ich war nicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo ich war, aber da wo ich war, waren sie eigentlich alle saugrübig. Vor allem, wir haben so eine Stammbar gehabt, wo wir immer zum Frühstücken und auf Nacht noch zum Absacker hieß und da war ein voll geiler Typ dort, der hat sich immer voll gefreut, wenn wir gekommen sind und hat immer nur vom Saufen geredet und ich soll immer saufen und saufen zu. Und ich sage, nein, ich fliege morgen heim, ich kann nicht. Ja, also Speib im Flieger, ja, das muss das Ziel sein, oder? Also die waren alle ganz gemütlich da. Alles, was ich gelernt habe, war Uncerveza Grande. Grande ganz wichtig, sonst kriegst du ein großes Bier. Ein kleines Bier für, weiß ich nicht, Puta Madre. Puta Madre. Puta Madre. Das ist, wenn es schnell gehen muss. Und CC fliegen. Genau. CC fliegen. Vamonos Pendejo. Also bei uns waren die alle sau unfreundlich. Da sagt keiner, also von den Bedienungen so jetzt mal in die Restaurants, da sagt keiner Danke, da sagt keiner Bitte, keiner Pfiat, keiner Hallo, keiner gar nichts. Okay, einer hat mir sogar einmal verboten, das zum Bestellen, was ich haben wollte. Weil es Bürgerin schon gehabt hat. Ich sag, scheint so, sag ich, willst du verarschen, oder? Haben wir gegangen. Du bist eine harte Sau. Ja, so. Ja. Da denkt, du bist nicht ganz dicht, oder? Aber warum? Jetzt die Mischmuscheln haben, dann hat er gesagt, nein, da hat sie schon. Das ist mir scheißegal, ich möchte es vielleicht auch. Ja, vielleicht haben sie gerade noch nicht gehabt. Das war sowieso, da waren wir da unten, das erste, was ich bestellen wollte, hat er nicht gehabt, das zweite habe ich nicht gekriegt.
Ja, scheiße dann. Ja, so, ich fick dich doch dann. Was bin ich dann gekommen? Bist du nicht ganz dicht? Da steht Restaurant draußen. Und nicht, schau mir, was da Vielleicht ist. ist der Restaurant gestanden. Restaurant. Da können wir eigentlich so ein Wirtshaus bei uns im Dorf geben, wo der besoffene Wirt dann kommt. Krieg ich einen Schnitzel, Currywurst und ein Cordon Bleu. Schnitzel habe ich nicht. Ja, dann nehme ich Cordon Bleu. Cordon Bleu wäre auch nicht. Was hast du dann? Currywurst. Ja, dann nehmen wir alle Currywurst. Wir waren jetzt am Sonntag noch in Vancouver im Volksfest. Volksfest, ja. Ja, und da haben wir dann noch einen Döner gegessen und ich glaube, ich habe lange keinen so geilen, besoffenen Döner mehr Ich gegessen. wollte gerade sagen, du warst ja ganz voll. Aber es gibt ja immer so diesen besoffenen Döner, der wo richtig geil ist, aber das war ein ganz neues Gefühl für mich. Der war so lecker. Das war kein direkter Volksfest-Döner, sondern der ist direkt dahinter, der hat einen eigenen Dönerladen gehabt. Mach jetzt keine Werbung, aber der war wirklich, ich war überrascht. Ich war so überrascht. Wir haben am nächsten Tag sogar noch in der Gruppe drüber geschrieben, wie geil der Döner war. Das ist schon geil. Der war wirklich sehr Kannst du stark. noch mal verzeihen? Ich hätte gerade Zeit. Verzeiht die Geschichte nochmal, müssen wir den Content ein bisschen in den Link ziehen. Na, hab ich schon. Ja, aber die war spannend, ich möchte jetzt Jetzt noch mal eigentlich schon Der Söder war gestern in Vancouver. Was wäre das, Söder? Einkaufen. In Vancouver. Im Volksfest. Ist wieder ausgebucht worden. Wir haben es auch vermutet, aber ich glaube nicht. Ich habe es aber nicht mitgekriegt. Ich war selber leider nicht da. Ich war leider verhindert. Hat er seinen Sidekick nicht dabei gehabt, oder wie? Wen war das da? Wen? Den Empörten? Heiwanger. Oh Gott, oh Gott. Upsi. Na, Nächsten Tag noch sagen. na, ich weiß gar nicht. Aber das Gerücht ist schon rumgegangen, dass da Leute extra hingegangen, um den auszubauen, ja. Er tut doch eh nichts mehr. Ich sehe von ihm eigentlich gar nichts mehr. Na, das letzte, was ich gegoogelt habe, war seine Tochter. Ist recht scharf sein. Ehrlich? Ja. Und? Söder sein. Ja, Und, wie war's? ist okay. Ist mir aber zu groß. Ich glaube, die ist 80 oder so. Also brauchen wir Ich nicht habe Angst vor googeln. großen Frauen. Ich hasse Wie gesehen haben praktisch. Wer? Kennst du gesehen noch nicht? Welche Xenia? Welche Xenia? Nicht gesehen, ja, gesehen haben. Da ist er Herzjung. Na. Was soll ich da noch sagen? Nicht mehr vielleicht, das ist Schluss, glaube ich. Ja, Ja. Zeit wird, das ist sau heiß. Das ist echt was, ich schwitze im Arschloch, das ist nicht Mit Zeit für die feierlich. Sommerpause. Ja, ohne Witz. Also eine ganze Folge, das machen wir nimmer. Nein. Ist der nicht Schau, mehr? meinen Bauchnabel habe ich Schweiß. Sowieso, was haben wir jetzt? Mitte, Ende Juni. Ja. Jetzt müssen wir an Juli noch voll scheißen, das sind noch 4-5 Folgen und dann ist Sommerpause, ihr Fotzen! 4-5 Mal noch die Scheiße. Ja, ich pack's eh nicht. Was haben wir uns da gedacht, wenn wir das jede Woche gemacht haben? Sag einmal. Die Idioten, Warum hat da keiner interveniert? die Idioten in die Kommentare wollten das haben. Das stimmt, ja. Ja. Die hassen mich und jetzt verpisst euch! Echte Spacken. Zum nächsten Mal. Wer kein Like nicht da lässt, wird vom Predator aufgegessen. Und schlägt dann säftig sein Angel. Nein, mit seiner Frisur. Der reibt sein Rangel am säftig seiner Frisur. Ja, bitte. Und nur wenn 3 Pfund Taff drin ist. Oh. Hab ich gefallen. Oh. Ja, dann muss ich wieder, was das pickt so beschissen da. Ich pick das gleich, Ja, wenn wir nicht letztes auf. Mal- Ich pick auch, mein Arschloch pickt. Meine Irksen picken. Deine was? Meine Irksen. Ich weiß nicht, was Xen ist. Irkseln. Da geht L rein. Nein. Aber hallo. Irkseln. Irksen oder Irkseln? Ab in die Ab Kommentare. in die Kommentare, Irksen Ja. oder Irksen. Seid froh, dass wir wieder da sind. Halt dein Maul, interessiert mich nicht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Conny, danke für deinen Beitrag. Ja, Nicht das- Florian, danke, dass du da warst. Du wolltest. Nicht das so jetzt. Ja, danke. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören.